Servus. Ja, ich muss sagen, zu meiner Schande, ich habe 30 Jahre lang geraucht. 30 Jahre lang habe ich Zigaretten in mich reingezogen. Mal mehr, mal weniger, meistens mehr. Viele Zeiten war ich Kettenraucher, hat eine Schachtel am Tag gar nicht gelangt. Wenn ich mich dann zusammengerissen habe und wieder weniger rauchen wollte, dann war es auch halber die Schachtel. Aber es war sehr schlecht für meine Gesundheit, schlecht für meinen Geldbeutel. Rauchen hat eigentlich nur Nachteile und trotzdem kann man es nicht bleiben lassen, weil es einfach eine blöde Sucht ist. Wenn man dann alt wird, werden die Folgen noch viel, viel schlimmer, weil da kommen die wirklich krassen gesundheitlichen Aspekte dazu. Herzinfarkt kannst du kriegen und dann bist du auf einen Schlag weg. Lungenkrebs und, was viele nicht wissen, auch ein Haufen andere Erkrankungen und andere Krebsarten hängen mit dem Raucher direkt zusammen. Also Raucher ist sehr schädlich. Und mit steigendem Alter wird es immer noch schädlicher. Aber jetzt zum Thema Aufhören, Raucher aufhören. Weil was bringt es jetzt, wenn wir darüber reden, wie schädlich das ist, wenn man es nicht schafft, dass man aufhört? Und wie habe ich aufgehört? Erstens mal muss ich sagen, ich habe das Buch gelesen vom Ellen Carr, Endlich Nichtraucher. Und da stehen ja schon wirklich viele gute Sachen drin. Sachen, die einem da weiterhelfen, die einem eigentlich erklären, wie es läuft. Und ohne dass sie einen Angst machen. Einfach nur erklären, was geht ab, warum ist das so, warum kann man nicht aufhören. Und wenn man das gelesen hat, fällt es einem tatsächlich viel, viel leichter. Das Zweite, was ich gemacht habe damals, ich war im Internet in so einer Art Selbsthilfegruppen. Da waren Leute, die auch das Rauchen aufgehört haben und jeder hat so oft wie er wollen hat, da irgendein Gesatzl reingeschrieben. Man hat sich gegenseitig motiviert und das hat mir auch viel geholfen, muss ich sagen. Und dann das Dritte, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, irgendwo habe ich das gelesen und dann so verinnerlicht, es gibt Gedankenspiele, wo man machen kann und das ist ja so ein Gedankenspiel und zwar gibt es im Körper drin ein Nikotinmonster. Und das Nikotinmonster, das wird gefordert mit Nikotin. Und je mehr das man raucht, desto größer ist es. Und wenn man das Rauchen aufhört, müsst ihr euch vorstellen, wird das Monster langsam immer kleiner und kleiner. Das heißt, das Monster, das da schreit nach Nikotin und das uns am Rauchen hält, ist gleich, wenn man aufhört, riesig, überwältigend und du bist ein paar Tage wie von Sinnen. Das fällt dir echt schwer und du denkst die ganze Zeit an die Zigaretten, weil das Monster in dir ist riesig und es schreit. Aber je länger das du aufhörst, je länger das überhaupt keine mehr rauchst, also ich rede jetzt nicht von ein bisschen weniger, das kannst du alles vergessen. Ein bisschen weniger, das ist nicht die Natur von der Sucht will eigentlich immer mehr. Und was du machen kannst, ist ganz aufhören. Ein bisschen weniger, das hat noch bei keinem funktioniert. Also weiter zum Monster. Das Monster wird, wenn du nimmer rauchst, von Tag zu Tag ein bisschen kleiner. Es wird immer kleiner und kleiner. Es kommen natürlich schwierige Situationen, aber auch viele Situationen, wo es einem leicht fällt. Aber das Wichtigste ist, dass man das Monster nicht fördert. Das Monster kriegt kein Futter mehr. Und so wird das Monster immer kleiner und kleiner. Und das Ganze hat aus meiner Sicht auch Licht am Ende des Tunnels. Wenn man es schafft, dass man aus meiner Erfahrung ein Jahr nicht raucht, also ein Jahr, dann ist man durch, dann hat man es geschafft. Wenn man dann nicht aus Blödsinn irgendwo wieder anfängt, obwohl eigentlich das Verlangen gar nicht so wirklich da ist, dann hat man es geschafft. Dann ist das Monster so klar, dass man es fast nicht mehr schreien hört. Und das Monster zum Unterdrücken ist leicht. Das ist mikroskopisch klar dann. Von dem anfänglichen Monster, das so laut war und so groß und den ganzen Tag beherrscht hat, gleich wenn man das Rauchen aufhört, wird das Monster innerhalb von einem Jahr immer kleiner. Das ist schon nach einem guten Monat ziemlich klar, aber es kommt immer mal wieder zurück. Aber nach einem Jahr hat man es wirklich
Du hast das Monster in der Tasche, da bist du stärker wie das Monster und da kannst du das schaffen, dass du Nichtraucher bleibst, für immer. Gut, was ich dann noch sagen möchte, ist natürlich auch die Motivation. Man muss schon motiviert sein. Das mit dem Monster ist das eine und das stimmt auch, aber der zweite wichtige Faktor ist, man muss auch wirklich wollen, glaube ich, tut es jeder, aber auch wirklich von ganzem Herzen sagen, Raucher, das gestingerte Drecker, die zeigt, das ist wirklich der letzte Dreck. Und wenn man von dem überzeugt ist und nicht zweifelt und sagt, eigentlich darf es doch ganz gut schmecken, ein Scheißdreck, süchtig bist, sonst nichts. Und wenn es das bleiben lässt, dann hört die Sucht auf und dann ist es weg. Es schmeckt nicht und es bringt nichts. Es ist nur schlecht und schädlich. Drum, hör auf, weil es der letzte Dreck ist. Tu nicht zweifeln, sei davon überzeugt. Raucher ist der letzte Dreck und wenn du das bleiben lässt, dann hast du Freiheit. Jetzt kommt der Flieger. Herrgott, nein, der bringt uns das schöne Video durcheinander. Naja, wird schon wieder weggehen. Wie ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Bewölktheit. Na gut. Machen wir weiter. Das ist mein Tipp für euch. Wenn ihr das Rauchen aufhört, seid überzeugt, dass ihr es kapiert habt, dass wirklich Raucher nichts ist, wo vielleicht was bringt, sondern Raucher bringt ganz bestimmt nichts, wie nur negative Sachen. Es ist gestingert und es ist der letzte Dreck. Und der einzige Grund, warum wir es machen, weil wir irgendwann mit der blöden Sucht angefangen haben. Und das zweite ist, wenn es aufhört, halt es durch. Das Monster braucht Zeit, bis es besiegt ist. Das Monster verhungert leider nicht in 2 oder 3 Tagen, auch nicht in 3 Wochen. Aber ihr könnt davon ausgehen, nach einem Jahr habt ihr das Nikotinmonster klar gekriegt. Und dann seid ihr auf einem Weg, der frei ist. Da schreit nichts mehr und ihr könnt das Leben genießen, die frische Luft und die Freiheit. Und das wünsche ich euch. Danke.